Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder die Yankee mit Let's Play Baldur's Gate 2, Schatten von Amn auf Pelzig. Ja, Korgan, laber nicht. Ups, voll in die Viecherei gerennt, das war nicht so clever. Naja. Das kann immer mal wieder schnell passieren. Na, die Yuan Ti, die müssen wir jetzt ziemlich schnell fertig machen, würde ich sagen. Da kommen wir noch nicht durch. Die ganze Yuan Ti versperren hier schön den Weg. Aber Eva kommt mal durch. Zumindest Korgan kommt durch. Also Druf und der Wetter, mein kleiner Freund. Huch. Ah, der ist in göttlicher Rage erfasst worden. Sehr gut. Und ja, dann haut's gleich. Ah, nee, doch nicht. Das kommt nur Anomens und Korgan zusätzlicher Schade durch, aber eben kommt da der richtige Schade durch. Na, also. Okay. Also, da sollte man nicht durchgehen, sonst wird die große Presse aktiv. Ich zeige euch das gerade mal. Einfach so just for fun. Achtung. Und jetzt ist er tot. Ja, nicht so gut. Deswegen, ja, Quick Save. Laden wir wieder. Wie gesagt, do besser nicht durchgehen, nicht so toll. Jetzt gehen wir deswegen wieder den Weg zurück und achten darauf, dass niemand so blöd ist. Ja, genau, Ewe sage ich noch, dass niemand so blöd ist, nur hier lang zu gehen. Und unseren unintelligentesten Charakter bestätigt das Ganze mal wieder. Korgan, der Idiot. Okeli-dokeli. Jetzt hätten wir zwei Möglichkeiten. Wir könnten hier durchgehen oder wir könnten hier over durchgehen. Ich würde sagen, wir entscheiden uns für die Haut drauf Variante und gehen gleich mal der offizielle Pfad. Weil ohne Witz, mir ist so beim ersten Mal passiert. Ich habe das alles so erkundet. Und ich wollte dann halt wieder rausgehen. Und die Leute haben sich so selber den Weg verstopft, bis Abdel Adrian, mein Hauptcharakter, hier entlang ist und dann war das Spiel aus. Den kannst du nicht wiederbeleben. Bei Abdel Adrian ist ein Balzkind, Amok gestorben, ist die Essenz weg. Dann ist der nutzlos. Deswegen, war relativ nutzlos dann. So, dann, was sind wir dann hier verknödelt? Nichts. Gut, dann können wir ja anscheinend durch. Oder auch nicht. So, dann Abdel Adrian, weil ich weiß so, it's a trap. Und so. So, den Erdkoloss haben wir schon mal attackiert. Hier auf den anderen. Und Abdel Adrian kann dennoch alle fertig machen, würde ich sagen. Also, kommt schon. Nein, helft ihm nicht, der muss es selbst lernen und hier kriegt er. Uah. So, gut. Ich hab dich doch jetzt nicht rausgelassen, bevor du dann irgendeinen Erdkoloss gekillt hast, mein Lieber. So. Jetzt sind doch noch so ein paar Knetköpfe. Ein paar Knetkopf-Kolosser. Wobei der Plural von Koloss ist doch Kolosse, oder? Und nicht Kolosser. Das klang sehr, sehr falsch eben. Ja, die mal auf, Mann. Achso, das ist Anomen. Anomen verprügelt unseren Magier. Okay. Dann gehen wir mal ein bisschen aus dem Weg von Anomen. Der ist etwas gereizt gerade. Nee, der ist wieder von sich aus aufgegangen. Sehr schön. Dann kann ich dann die Pause jetzt auch gerade mal nutzen, um mal kurz was zu trinken. Und das mal ohne, dass man mein Wasserglas über die Tastatur fällt. Hör auf, Anomen, bös. Pfui. Jetzt muss ich sogar noch extra pausieren, um hier ein Glas Wasser zu trinken. Das gibt's doch nicht. Nee. Komm, dann fliehen wir uns halt in die neue Richtung. Herr Stummel auf, mein Eder hier abzumurksen. Herr Stummel auf. Du dummer Sausack. Blöder Pseudo-Ritter. Erstmal Massenheilung. So. Okay. Dann gehen wir wieder noch Schema F vor. Und ich würde sagen, das bringt insofern was, als dass Enna hinter dem Yuan Ti Magier steht und der Rest macht die Lockvogel-Taktik. Scheiße, das war nix. Dann hätte man lieber so attackieren sollen. Okay, Yuan Ti ist zurück auf Abdel Adrian.
Der hat sich wohl drauf besonnen, seinen Herrscher hier, seinen Yuan-Ti-Magier zu beschützen. Okay. Gut, die anderen können den Magier ergreifen, während Abdel Adrian den normale Yuan-Ti killt. Okay, den hat jetzt Korgan freundlicherweise gekillt. Anomen, geh bitte weg, der ist anscheinend sehr empfänglich für so einen Quatsch. So. Okay, er ist wieder bei Sinner. Jetzt wird's lustig. Ich muss die Gruppe erstmal hier positionieren. Dann, wenn mich nicht alles täuscht, brauche ich den hier. Weil du gar garstig Gesindel lebt. Deswegen ihr mal nach vorne. Und erstmal speichern. Und dann schicken wir wieder unseren Abi rein. On. Ja, ich hab's doch gewusst, dass es so gesocks ist. Knochengolem, Kriegerskelette, höhere müsste das sein. Ja, höhere Mumie. Und noch ein Kriegerskelett. Okay. Ich glaube, Untote sind generell immun gegen sowas. Hätte auch sein können, dass jetzt Vampire hier sind. Ja gut, machen wir Sonnenstrahl. In der Hoffnung, es funktioniert. Scheiß Vieh. Das war ein Stufe 7 Priesterzauber effektiv verschwendet. Das kann ich so nicht. Das kann ich so nicht durchgehen lassen. Halte mal den Gaul an. Er hat, ja, er hat's. Ich hoffe, das bringt was. Ich werde unbemerkt. Und dann machen wir das halt anders. Ich probiere es mit dem hinterhältigen Angriff. 6-facher Schaden, aber nur 19 Schadenspunkte. Moment, tatsächlich nur 19? Oh, scheiße. Das war nicht gut. Okay, dann versteck dich mal hinter deine Kriegerkamerade. Und wirke mal hier den Zauber. So. Adrian, du bleibst hinter. Und? Pff, wieder effektiv verschwendet. Das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Also gerade den Zauber möchte ich echt den Verschwender. Deswegen... Ich hoffe, das bringt was. Ich werde unbemerkt zuschlagen. Dann probieren wir es noch einmal. Eventuell bringt es jetzt was. Achtung. Hopp. Sehr schön. 28 Schadenspunkte. Ist das schon etwas mehr. Ja, da kommen sie schon arg stampft. Man hört die richtig gut. Also den Knochengolem, dem seit Stampfe, höre ich richtig auf meinem Headset hier. Und... Knochi ist tot, Anomen hat ihn gekillt und 18.000 hat er gebraucht und hat Abdel Adrian zu Stufe 19 verholfen. Ja, leck mich fett. Stufe 19 sind wir jetzt schon. Irgendeiner steht im Weg. Bob. Halt. Kriegerskelett. Das ist wahrscheinlich die höhere Mumie, die gerade so richtig drauf ballert. Deswegen, Abdel Adrian, geh noch hin. Und so. Jetzt alle auf die höhere Mumie drauf, die kämpfen können. Abdel Adrian auch noch hinterher mit einem Sonderschade, den du machst. Das macht keine Auswirkung. Okay, krass. Ja, Vikonia macht doch auch ordentlich Schadenspunkte dank ihrem Streitkolber. Adrian halte ich nur schön raus aus der Sache. Ich höre euch bestens. Aber mein lieber Anomen, du kannst schon mal Abdel Adrian heilen. Das ist Quatsch, was der bei sich gehabt hat. Und das ist genauso ein Quatsch. Die Goldkette nimmt erst gar nicht mit, so ein Käse. Okay, nochmal schwere Wunden heilen. Gut, das reicht erst einmal. Und die ETW 0 wird um 1 reduziert. Dazu noch zusätzlich hinterhältige Schade um 1 gesteigert. Jetzt machen wir 7-fache Schade mit dem hinterhältigen Angriff. 2 Trefferpunkte und 3 Sagenkunde. Sehr schön. Steigern wir mal auf 150. Die Falle finde. Steigern wir mal auf 135 und leise bewegen auf 120. Perfekt. Gut. Meuchelmörder der 19. Stufe. Sehr geil. Ja, Nomen ist auch bald soweit. Puh.
Also wir sind echt gut dabei, nur unser Edwin, der stuft sehr langsam auf, muss ich sagen. Sehr schade. Gut. So ein paar Pille-Palle-Zauber noch. Die kann Edwin sich in die Schriftrolle-Behälterei stopfen. Und da ist auch noch was. Das ist schon was etwas Besseres, Exklusiveres. Und da haben wir noch was. Und die können wir teuer verkaufen, die Dinger. Beißender Bolzen. Dann das Zeug bei Momodorei. Ein Klerikerstecken +3. Der geht mal an Wiki. Wobei, nee, packen wir es auch zu Anom. Der hat's wenigste Gepäck bei sich, der Kerl. Ich werde unbemerkt zuschlagen. Ja, dann schlagen wir unbemerkt zu. Gut, was haben wir hier dann noch? Eine Bibliothek, wie es aussieht. Ah, diverse schöne Zauber drin. Ich sehe Wort der Macht Betäubung. Der ist zu weit entfernt, der Knetkopf. Und ich sehe Finger des Todes. Ausgezeichnet. Nennen wir auf jeden Fall. Und Wort der Macht Betäubung, den kennen wir anscheinend schon. Gerade mal Lucky Macher, ja, das kennen wir anscheinend schon. Finger des Todes können wir auf jeden Fall mal benutzen. Regenbogenstrahlen, ja, wir haben lauter schöne Stufe 7 Zauber, die drauf warten, mal benutzt zu werden. Das ist Quatsch, dann nehme ich nicht mal mehr mit in meiner Schriftrolle Box. Dafür ist mir das zu teuer und zu wertvoll, der Platz. Und ja, jede Menge Goldmünze. Das ist doch schon mal praktisch. Dann hätten wir jetzt hier nur noch Enna, die wir auf jeden Fall noch Art reden müssen. Oh, und dafür speichern wir auf jeden Fall erst einmal. Dann schicken wir unseren Wannabe Sir vor. Für Ruhm und Ehre. Genau, für Ruhm und Ehre. Blut riecht aber sehr einladend. Dace Sonton, der wie ein Vampir spricht und nach so aussieht. Halt nahe und sprechen, auf dass ich eine Lüge hören kann. Die Bodi hat euch geschickt, nicht wahr? Seid ihr kummer, mich zu töten? Oder seid ihr ebenso verdammt wie ich? Ja, sie hat uns geschickt, um euch zu zerstören. Und jetzt erklären wir, wie ihr von ihr fliehen wollt. Sie ist nicht einmal persönlich kummer. Mein Genie wird erneut beleidigt. Er hat mich verwandelt. Nimmt mal meine Schöpfung. Jetzt kommt sie nicht mal persönlich, um mich zu zerstören. Wir werden an dem Ort kämpfen, den ich geschaffen habe. Und dann soll er auf ewig versiegelt bleiben. Wenn ich ihm die Kontrolle habe, soll sie kennen haben. Nur durch meine Hand lässt sich der Weg öffnen. Verdammt, Mann, wie kommt man hier raus? Ich habe die Kristalle entfernt, die Magier für die bündeln. Von Magie für die bündeln. Ich habe sie in einem Abfallhaufen geworfen, damit sie dort verrotten. Die Kobolde haben sie genommen und verehren das Zeug jetzt, die Dummhepp. Es gibt keine Möglichkeit für euch, von hier zu entkommen. Wir werden hier verhungern. Verhungern. Ja, reizend. Scheint ein netter Bursche zu sein. Und er hätte gerade angenommen, schön die Stufe nochmal abgezwackt. Keine Auswirkung, das ist der Tagesstern. Das ist ja verdammt die Waffe speziell gegen Untote konzipiert. Naja. Naja, jetzt ist auch der hinüber. Das ist nur ein junger Vampir gewesen. Jetzt steckt er in seinem Sarg drin. Und mir hände noch sowas parat. Also, passt schon. Ja, stucken wir uns hier noch in einem Raum um. Gewittert in der Keitel. Das nenne ich aber auch mal hier Krypta. Also, das hat schon Stil, sich hier so bestattet zu lassen. Das ist echt geil. Dace hat sich nach seiner Niederlage mit einem gequälten Schreien seinen Sarg zurückgezogen. Wenn ihr jetzt einen Holzpflock hättet, könntet ihr seiner elenden Existenz ein für alle Mal ein Ende bereiten. Natürlich. Die Hand des gepfählten Wesens löst sich unter eurem Griff. Und da ist er. Blut riecht aber sehr einladend. Die Erscheinung von Dace. Ich danke euch, Abdel Adrian. Im Tod bin ich frei. Ich muss nur Ruhe. Gut, dann haben wir den jetzt auch geholfen. Da haben wir so die Hand von Dace. Die Hand gehört dem toten Vampir Dace Sonton. Ja, und das hat so lustige Linie drauf. Herzlichen Glückwunsch. Die darf man Korgan behalten. Der steht ja eh auf so kranker Scheiß. Von daher, der ist das gewohnt. Der hat bestimmt schon mehrmals in seinem Leben Hand in der Hand gehabt. Oder im Rucksack gehabt. Voll Teufel. Will ich's wissen? Ich glaube eher nicht. Aber Korgan ist immer wieder für Überraschung gut. Ich finde es schade, dass der eigentlich hier keine Dialoge mit Abdel Adrian startet. Also normalerweise
sprechen ja die Gruppemitglieder auch mit unserem Hauptcharakter. Und das ist eigentlich echt sehr schade drum, weil Korgan dann so Geschichte erzählt, wie sein letzte Gruppe Stück für Stück verreckt ist und wie er sie dann alle abgemurkst hat. Das ist eigentlich eine sehr brutale, sehr interessante Geschichte, die er zu erzählen hat. Aber irgendwie ist er in meinem Let's Play hier ziemlich laberfaul. Er hat bisher nur einmal mit dem Edwin gesprochen, glaube ich. Zweimal, genau. Zweimal hat er mit dem Edwin bisher gesprochen. Ah ne, das war nur Monster herbeirufen. Wobei, halte mal eine Gaul, das können wir sogar echt gut gebrauchen, den Scheiß. Den können wir für später, für Passage noch gut gebrauchen, fällt mir gerade so ein. Ich weiß nicht, an wie viele Händler wir noch vorbeikommen, aber den Zauber können wir definitiv noch gebrauchen im Laufe des Spiels. Den darf ich auch nicht verkaufen, wenn wir nochmal beim Händler vorbeigehen. Also den sollte ich tatsächlich noch aufheben. Ihr werdet euch jetzt wahrscheinlich echt fragen, warum um alles in der Welt. Aber es hat auf jeden Fall seine Gründe, glauben wir's. Das hat 100% seine Gründe. So, nee, das wäre ja schon der nächste Raum. Ja, das klingt okay. Und Ist schon geschehen. da können wir noch hier. Und da kommen wir dann dort hin, wo wir ansonsten schon noch von der anderen Seite von dem Spießrutelauf hätten kommen können. Okay, erneut anklicken, um die vergilbten Seiten dieses uralten Buchs umzublättern. Machen wir doch selbstverständlich. Ich meine, es ist ein Buch, das will gelesen werden. Ihr blättert eine Seite in dem uralten Buch um. Urplötzlich taucht ein magisches Portal auf, durch das ein blutdürstiges Monster tritt. Oh mein Gott, das ist ein Kobold-Hauptmann! Also Kobolde sind ja welche von der winzigsten drakonischen Gestalte in Dungeons and Dragons. Das sind kleine Reptiloide. Und genau dasselbe. Und es ist eine Schwertspinne. Okay, das ist etwas popelig. Was kommt jetzt angegammelt? Ein Erdkoloss. Alle sind die natürlich 8 Pille-Palle. Und was kommt jetzt? Ein Gedankenschinder, Igidigit. Glücklicherweise hat er keinen Psi-Schlag gemacht. Mistvieh. Und ich befürchte, es wird immer schrecklicher. Was kommt? Ein Betrachter. Nicht so gut. Aber auch ein Betrachter ist mittlerweile kein Problem mehr für uns. 14.000 Erfahrungspunkte gibt er. Achtung, jetzt kommt bestimmt so ein Halbgott oder was. Achtung, das erzauberte Buch erzeugt mehrere magische Gegenstände für euch. Oho. Unter anderem ein Ring der Handlungsfreiheit. Adventas Geschenk. Der Ring wurde dem berühmten Jäger und Plünderer der Riffe, der nur unter dem Namen Adventar bekannt war, von einer Gruppe Meereselfen überreicht, die schon lange mit ihm befreundet waren. Er hatte geholfen, die Piratenkönigin Yenandra von Dambrath zu vertreiben und so das Überleben der Elfen zu sichern. Yenandra wurde jedoch keineswegs endgültig besiegt und wird noch immer an jeder Küste gefürchtet. Okay. Besondere Fähigkeiten. Der Träger ist generell gegen alle Einflüsse immun, egal ob magischer oder normaler Natur, die seine Bewegungsfreiheit in irgendeiner Weise beeinflussen. Darunter fallen beispielsweise Hast und Verlangsamen. Okay. Das können wir verkaufen. Scheusal beschwören. Ja, da müssen wir uns vorher schützen und selbst wenn wir mal gegen Schutz vor Bösem, also wenn wir das drauf haben, Schutz vor Bösen, selbst dann kann uns dieser Teufel, Scheusal ist ja immer ein Teufel, kann uns dieser Teufel attackieren, deswegen nur verzweifelte oder lebensmüde Magier setzen diesen Zauber ein. Nicht so toll. Und ein Abbild hatten wir gerade ewig schon mal. So. Okeli. Perfekt. Und ihr seid so weit entfernt, um das zu benutzen. Das mir zu übertragen. Was hat's da noch für uns produziert? Also, ich würde jetzt nichts anderes mehr sehen. Na? Nö. Der will nämlich, der ist ausgelutscht. Da haben wir alle schon beschworen, was geht. Ah, jede Menge Klobolde. Und ein Teufelchen ist auch noch beinahe. Und. Wobei, das Teufelchen ist eigentlich das Stärkste. Deswegen alle auf die Kobolde und nicht attackieren. Ah, der Quasit ist noch schlimmer. Der Quasit ist ein Dämon. Und ich mag Dämonen nicht besonders. Deswegen mache ich auch 91 Schade bei den Viecher. Teufelchen sind goldig. Aber
Aber Quasit, die sind mies. Das sind halt Dämonen. Ihr auf den. Alle auf den. Und alle auf den. So. Genau, macht er das. Weil ich ihm sag, guck dich um, Running Dwarf, aber die haben nichts Besonderes bei sich. Die haben nur absolute Müllgegenstände bei sich. Okay, dann schlachten wir uns erstmal hier die ganze Kobolde ab. Corky, genau, auf den Medizinmann. Oh, der ist etwas stärker. Der offen mit der Linkertus. Wie heißt das denn? Was für eine Lautstärke immer? Das Schlimmste bei Kobolde ist echt immer diese Lautstärke, in die rumbrüllen. Kobold-Schamane, Kobold-Schamane. Komm zu mir. Kurtulmark kann sich im Kristall konzentrieren, sich gütlich tun, an euren Knochen weiden. Kurtulmark ist der böse Koboldgott übrigens. Yep, wir entdecken. Keine Zeit. Avatar nicht eingestellt. Kristall nicht fertig. Avatar nicht formt. Kurtulmark nicht fertig. Konzentration, aber keine vollkommene Form. Schützt mich. Schützt, oder wir werden wieder und wieder zerschmettert. Ruft die Wächter herbei. Das klingt ganz so gut. Okay, die kreischen auch wie die Bekloppte. So. Machen wir es doch mal so. Und du. Okay. Gehen wir mal auf den Medizinmann los. Und du gehst nochmal auf das Teufelchen los. Eieiei, die verrecken hier noch am Kobold, die Leute. Während Korgan einfach nur einmal drauf kloppt. So. Und da der Kobold-Avatar tot ist, könnt ihr problemlos ein Stück des Kristalls an euch nehmen. Alles ist still, bis auf ein entferntes, trauriges Seufzen. Schade. Ja, aber Kurtulmark ist definitiv ein Gott, den man etwas ernster nehmen sollte. Und falls man hier falls man hier keinen Pflock hat, findet man hier noch immer wieder einer. Deswegen ist es nie verkehrt, so einen Holzpflock noch dabei zu haben. Wir haben jetzt Kurtulmarks Kristallsplitter kriegt. Den Kristallsplitter habt ihr vom Avatar Kurtulmarks erhalten, dessen Essenz in einen großen Kristall gefangen war. Die Kobolde haben den großen Kristall offenbar verehrt. Ja, verständlich. Ich meine, es ist ja immer hier ihren Gott. Also der tatsächlich auch für die Kobolde zuständig ist. Und ich weiß nicht, was der noch für Domäne hat. Aber auf jeden Fall ist er für die Kobolde mit zuständig. Gott, der hat sogar nur Keule bei sich gehabt. Und nur Kurzschwerter +1 ist das Maximum. Also ohne Scheiß, deren Armut, die kotzt mich ach. Okay. Gerade nochmal hier Lucky machen, was wir noch finden. Wir finden hier eine Sackgasse. Wunderbar. Das heißt, wir können auf jeden Fall wieder rausgehen. Da würde ich da glatt vorschlagen, wir gehen das mal, weil das näher ist, einfach hier raus. Also sammelt euch und dann gehen wir ins nächste Gebiet, wieder ins erste. Wunderbar. Ich bin froh, dass ich in der Folge tatsächlich noch mit dem Kerker hier fertig werde. Zumindest mit der Etage vom Kerker. Ich liege echt gut in der Zeit, muss ich sagen. Und das, obwohl ich mehrfach laden musste, wegen diese blöde Untote. Also wegen der dappische Untote habe ich mir echt schon ein bisschen Sorge gemacht. Wenn es Vampire gewesen wären, wäre, glaube ich, halb so schlimm gewesen. Weil Vampire, die kriegen wir ja mittlerweile platt, indem wir unser Anomen-Boy hier vorjagen. Und der macht dann ein bisschen Ablenkungsmanöver und dann hat sich das wieder. Aber apropos Anomen-Boy, der hat ja noch eine Massenheilung drauf, von der ich gern profitieren würde. Gut, das sieht doch richtig gut aus. Und wir haben die Hand.
Die Konzentration der Macht darf wiederhergestellt werden und die Hand vom Erbauer öffnen die Passage. Der Weg ist frei. Und jeder kriegt 29.500 Erfahrungspunkte dafür. Das finde ich doch auch ziemlich dufte. Und was haben wir dann hier jetzt noch? Aha, so. Aha. Aber leider steigt niemand auf. Egal, der hat jetzt auf jeden Fall sein Gosch aufgerissen. Das heißt, da können wir jetzt auch durch. So, wunderbar. Dann gehen wir doch noch auf jeden Fall ins nächste Gebiet hier rein. Weil hier sind wir durch. Hier haben wir alle gute Sachen abgestaubt. Und jetzt kommt auch ein sehr interessantes Gebiet, wo man auch etliches tolles Zeug abstauben kann. So, guck doch mal noch Falle ab, der Adrian. Also so viel kann ich auf jeden Fall versprechen. Es gibt hier echte paar ziemlich gute Sachen abzustauben. Ihr könntet das Rad, das wie ein Hufeisen geformt ist, drehen. Ihr dreht das Rad mit aller Kraft. Vom Westen her dringt ein lautes Knirschen an eure Ohren. Das ganz so klingt, als hätte sich gerade eine Tür geöffnet. Ich werde unbemerkt zuschlagen. Mutter. Ich hätte nicht gedacht, dass diese Gruppe fähig sein würde, mich zu erfreuen. Troll, Troll, Troll. Wundertroll, würde ich da mal sagen. Und ihr alle hier. Sag mir, was zu tun ist. Ich bin dabei. Gut. Den hat's erlegt. Corgi. Schlachtet den doch mal bitte. Sehr schön. Du bist noch ein vierter, und zwar ein Geistertroll. Abdel Adrian, bitte bewege. Dann machen wir zuerst mit diesem Geistertroll platt. Wunderbar. Jetzt ignoriert den, damit er in aller Ruhe zusammenklappen kann und dass man vernichten kann. Hopp, klapp schon zusammen, du blödes Vieh. Du bist dem Tode nahe. Kipp endlich um. So, die brauchen immer noch so ein bisschen Zeit, die Viecher, um zu checken, dass sie umkippen sollten. Und du bist ja bestimmt auch schon so scheintot. Na also. Geht doch. Ich werde unbemerkt zuschlagen. Okay, was haben wir dann hier? Da können wir auf jeden Fall was. Eine Urne. Es sind 2 Mithril-Scheiben drin und einmal der Zauberbrescher noch. Den können wir auf jeden Fall verkaufen. Der ist es wenigstens wert, verkauft zu werden. Und dann haben wir hier noch Mithril-Scheibe. Dies ist eine kleine Mithril-Scheibe mit schartigen Kanten. Es befindet sich kein Hinweis auf der Scheibe, wofür sie zu benutzen ist. Ja, das ist durchaus wahr, aber wir heben es auf jeden Fall auf. Die werden wir noch gebrauchen können, die Dinger. Jetzt hier noch, wo hier? Oh, na. Minotauren sind hier. Tschüssili. Hopp. 6-facher Schaden. Ah, doch nicht 7-facher. Okay, doch nur 6-facher Schaden. 55 Schaden habe ich gemacht. Joink. Einmal die der zu. Ich werde unbemerkt zuschlagen. Dann machen wir dasselbe Spiel noch einmal. Warten, bis einer von den Knetköpfen durch ist. Dann habe ich jetzt mit 98 Schadenspunkte fertig gemacht. Und... Na, das kann er nicht mehr. Versteckte Spieler. Und... Ne. Upsala. Eva, habe ich gerade den Bildschirm verschoben. So, sorry, das war immer zu weit noch overgekommen. Und ja, dann habe ich den Bildschirm verschoben. Ganz episch. So. Mal ein bisschen zurechtschieben. So. Sorry, falls es jetzt verleckt hat, aber ich habe es jetzt nochmal richtig schieben müssen. So. Die Kameraden, alles haben noch gar nicht die Streitaxt bei. Aber unseren Anomen hat jetzt auch Stufe 19 erreicht. Und ja, diverse Rettungswürfe reduziert. Und ETW 0 um 2 reduziert. 2 Trefferpunkte und einen Sagenkunde. Und Priesterzauber Stufe 1 und 2. Tolle Wurst. Dafür hat man dann... Genau dafür hat man dann... ja, Stufe 19 erreicht, damit man so einen Quatsch kriegt. Wie dem auch sei. Machen wir nochmal so eine Reihe. Ansonsten, ja, toll. Andere Zaubergrade hätten wir erheblich mehr genutzt, aber nö, der feine Herr. Ich warte. So, Ich kümmere mich drum. die haben nur so gammliche Streitäxte bei sich.
da haben wir auf jeden Fall noch ein paar Sachen, die wir uns holen könnten. Und hier ist auch noch was drin. Lustiges Zeug. Gedankenschindergemälde. So sehen die freundliche Herren aus. Das Ölgemälde stellt einen Gedankenschinder dar. Der Künstler war wohl ein unbegabter Amateur. Und nochmal Mithrilscheibe. Und ein Minotaurushorn. Dies ist das Steinhorn einer Minotaurus-Statue. Ja, wer hätte es gedacht. Was kommt hier? Die Statue hält in einer Hand ein Ölgemälde, ganz so, als ob sie es euch anbieten würde. Die andere Hand ist warnend erhoben. Ihr könnt das Gemälde nehmen, wenn ihr wollt. Genau hier, ach. Und hier, ach. Komm, ich nehme die alle. Und ja, ich habe jetzt ein bisschen was auf die Schnut gekriegt, aber... Oh, hoppla. Gegenstand wird auf den Boden gelegt. Verdammt nochmal. Dann sollte man den Müll an Anomen weitergeben. Genauso wie das hier, aber das behalten wir. Ah ja, da ist... Ach, die Identifizierungsbrille hat er jetzt auf den Boden gelegt stattdessen. Verdammt, da muss ich halt nochmal reinrennen. Renn, Abdel Adrian, renn. Hol die Identifizierungsbrille. Okay, dann haben wir alles. Wir haben die Gemälde, zum Beispiel auch hier ein Trollgemälde. Njam, njam, njam. Das Ölgemälde stellt einen Troll dar. Der Künstler war wohl ein unbegabter Amateur. Dann hier noch. Das Ölgemälde stellt einen Djinn dar. Der Künstler war wohl ein unbegabter Amateur. Und die finde ich besonders toll. Das Ölgemälde stellt einen Erdkoloss dar. Der Künstler war wohl ein unbegabter Amateur. Sehr reizend. Ist schon geschehen. Dann geht's hier noch weiter. Oh, ein Trolleybus. Und dann kümmern wir uns auch mal gleich. Und Der Sieg wird unser sein. ja, er kippt zusammen. Das ist wie dieses Anlaufnehmen vom Nieser. Man ist sich nie so ganz sicher, ob es jetzt wirklich losgeht mit dem Nieser. Und bei der Trolle ist es genauso. Man ist sich nie so ganz sicher, ob die jetzt wirklich umkippen oder nicht. Aber in dem Fall richtig gedeutet. Speichern kann ich jetzt erst wieder, weil jetzt diese Todeswolke aufhört. Und ich würde sagen, hier mache ich meinen Cut. Und wir sehen uns dann morgen wieder zu Let's Play Baldur's Gate 2 Schatten von Arm auf Pelzig. Also machen's gut und bis morgen dann. Ayan Yankee.